Servus, Kiri, Prost. Alles fit. Alles fit, ja. Eigentlich ein paar Schwarm-Artikel vom Livestream. Ich würde jetzt gerne mit einem Tierfakt starten, Ja. aber die liebe Sabrina hat nichts vorbereitet. Nein, das war wieder so wichtig. Hat sie ein Date gehabt? Mit wem denn? Ihrem Bruder. Verstehst? Der Harry ist nämlich ihr Bruder und die als Drunger haben, schauen sie sich manchmal so komisch an, dass der Kid Rap und die beiden nicht wissen, was da jetzt los ist. Ob sie es jetzt einmal offiziell machen oder ob sie es einfach lassen. Nein. Bei mir geht's nichts. Ich habe trotzdem einen Tierfakt, den hat mir der ich glaube Robin, heißt der Robin geschickt. Und zwar hast du gewusst, Kid Rap, dass ein Specht, also die Zunge eines Spechts ist einmal komplett über sein Gehirn gewickelt, bevor es aus dem Mund rauskommt, weil das die Erschütterung beim gegen Baumhauen dämpft. So fällt er nicht in Ohnmacht dabei. Okay, wild. Voll geil, ja? Das ist wirklich einer der besten Tierfacts. Ist Ja. auch keiner von der Das ist mir Sabrina, ein gell? bisschen schlecht geworden. Ja. Wenn ich das vorstelle. Ist ein Pudel dabei, schaut voll krank aus. Na, glaube ich, ja. Mein Herz, ich bin ein bisschen verschnupft, dafür möchte ich mich entschuldigen. Also, falls es euch bei euch im Audi RS6 jetzt gerade bummt zu unserem Podcast, wo meine Stimme nicht so ein Schmeichler ist wie sonst, Na, kann ich jetzt auch nichts machen. ich höre mich auch wie immer. Ja, stimmt, das ist voll geil. Ich habe mir gestern, beziehungsweise ist mir mitgebracht worden, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so Dinger, die wo du auf die Nasen tust und das zieht dann deine Nasenflügel auseinander. Nicht, das haben ein paar so Influencer, das gibt es halt auch fix quasi. Also da hast dann da so ein Metall drin, also kannst du rein tun. Also man sieht es dann nicht von Also außen. doch, man sieht schon. Also man sieht es immer, schaut extrem scheiße aus, Game Changer. Also, Hast du das mal probiert? Oder? also das war jetzt eins zum Aufkleben und ich habe mir gedacht, Gott, was soll passieren? Ich habe das erste Mal in meinem Leben atmen können. Also es zeigt so, Nein, es zeigt einem nur das da über die Nasenflügel ein bisschen nach außen. Aber das macht echt einen immensen Unterschied. wenn ich mir das jetzt hier so, Na, dann schaut meine Nase noch breit aus. ja, also schaut auf jeden Fall dumm aus, weil es ist ja da oben drauf quasi. Ja, zum Aufnehmen vielleicht. Ja, habe ich mir tatsächlich so gedacht, gesagt. werde ich mir mal Backel her da, ja. Schaut ein bisschen aus wie die kleinen Propellerbladel, weißt du schon, kennst du die? Ja, die Nasenzwicke. Ja, genau so. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind wahrscheinlich von einem richtigen Baum, oder? Ich weiß nicht, wie der Baum. Linde. Keine Linde, ja, ich glaube, es könnte der Linde sein. Weiß ich Wer nicht. weiß denn in die Trallas? Ja, schreibt es in die Kommentare. Und zwar sofort. Ja, ASAP. Wir haben ja ein bisschen was auslassen letzte Woche. Da Ja. haben wir, glaube ich, über die 3 Auftritte nicht geredet, gell? Sondern wir haben nur über das davor geredet, Ja, ganz grob, ja. glaube ich. Ja. Was war denn der erste? Erzähl einmal. Der erste Auftritt war in St. Koloman, das ist in der Salzburger Region, auf jeden Fall nicht in Salzburg, sondern in der Salzburger Region. Und da war ein sehr geiles Zeitfestel aus Fuckwärtskassen, das war irgendwas vor Trachtenclubbing, Limitless Trachtenclubbing. Die Jungs und Mädels haben da ein sehr, sehr geiles Zirkuszeit organisiert und aufgebaut. Ich glaube, es gehört einer sogar. War der Vibe, mir hat er mir von Anfang an eigentlich sehr gut gefallen da drin. Ja, voll. War schon vom Mittag komplett dunkel. Wir sind angekommen, klar wie immer, erstmal schön ein Bierchen gekriegt. Ja. Da weiß ich sofort, okay, das ist jetzt keine mega geile Location, wenn nicht das erste, was ich angeboten kriege, ein Bier ist, aber Ja. es passiert ja Gott sei Dank bei so Burschenschaften oder was auch immer nie. Ja, es ist immer lustig, wenn die Burschenvereine oder so, diejenige schaut die dann so an und sagt, möcht's was trinken? Und er weiß ja ganz genau, dass es so ist. Ja, und dann die Frage, was spart er sich meistens? Ich weiß ja ganz genau, dass es so ist. Ja, aber ja, ist. Ja, dann sind wir da erstmal da gewesen, Soundcheck, unsere Schergen haben aufgebaut. Wir haben dabei das Bier getrunken. Alle. Na, hört sich immer ein bisschen von oben herab an, aber danach stehen ja wir auf der Bühne. Ja, ist ja nur fair. Ja, und die machen unseren Job, Darfst du nicht vergessen, dass wir das 100-fache verdienen von einer. das ist wahr, ja. Und keinerlei körperliche Arbeit haben. Aber was tanzen? Tanzen in hallo. 1,5 Stunden, das mit unserem Gewicht. Du sagst meine Schweißdrüsen mal, dass die da keine Arbeit Ja, haben. unserem körperlichen Zustand im Allgemeinen und dann hier. Ja, das stimmt schon. Wir haben mal ausrechnen lassen. Angeblich verbrennen wir jetzt, wenn wir 1,5 Stunden unser Schau machen, ich glaube, gute 800-900 Kalorien. Okay, Weil du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich. ja, ich friss Denke mir rein. Stimmt, ja. Das hat mich so aufgeregt. Ich muss das nochmal, das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Aber wir waren im Backstage-Bereich, ist jetzt bestimmt schon ein Jahr her. Und der Harry und der Kid, wir haben gerade Pizza bestellt. Und es wurde ganz klar gesagt, in 10 Minuten kommt die Pizza. Aber es war vor einer, war ein Riesenteller mit belegten Semmeln.
Und dann fragen sie mich, ob ich auch nicht mag. Dann sage ich, ist das euer Ernst? Wir kriegen doch jetzt gleich die Pizza, warum soll ich jetzt ein Semmel davor essen? Und dann sehe ich die zwei lächelnd, wissen das ist gefallen. Warum? Ich hab das nicht gecheckt. Aber nicht, macht die eine Pizza satt oder was? Stimmt, das waren Partypizzen. Nein, ich halte mir das immer ganz genau, aber ich habe ja die Pizza trotzdem noch gegessen, so ist es nicht. Ja, so schaut's aus. Ja. Ist passiert. Ja, jetzt sind wir vom Thema abgekommen, pardon. Genau, dann sind auch schon seine Bekannten von die Glue Boys gekommen, haben auch einen Soundcheck gemacht, haben mit denen da kurz vor Ort, glaube ich, haben wir noch jeder sein Bier getrunken, oder? Und dann ging es ja schon Richtung Hotel. Gasthaus Rosen, irgendwas. Ja, für österreichische Verhältnisse etwas in die Jahre gekommenes Hotel, glaube ich, mit gewissem Charme. Ja, also das Geilste in dem Hotel war mit Abstand der Ausblick. Der das Ausblick, war der Biergarten und ich glaube, dass die Besitzer waren, die Besitzerin, die war ja auch saugrübig, die hat mir so ganz heimelige Vibes irgendwie gegeben, weil es auch so ein bisschen zusammengekracht ausgeschaut hat. Viel zu lange in der Gastronomie, aber sie hat trotzdem uns noch höflich versorgt, sage ich mal, mit allen möglichen Preisen. Bedienung war noch da, das NRW. Das hat mich komplett, sowas schmeißt mich komplett aus der Bahn, wenn ich nach Österreich fahre und da ist das ein kompletter Vollpreis. War mir irgendwie unangenehm auch für die Glue Boys, dass die so deutsch sind. Ja, und das war so ganz, anscheinend habe ich eine Tonart, die wo sie schlecht hört, weil die hat mich so oft nicht gehört, das war echt beeindruckend. Bedienungen im Allgemeinen hören die oft schlecht, aber immer nur die weiblichen. Ja, und ich weiß ja, wie nervig das ist, wenn man Getränke aufnimmt und dann kommt man und dann steht einer noch was. Aber ich habe immer mein Getränk gesagt und sie ist ich weiß, Getränk, ich war dabei, du hast wirklich immer dein Getränk gesagt. Ja, dann sind wir da draußen geguckt. Haben sie uns echt gut gelassen, was die Speisen betrifft. Ja, der Tourmanager von den Glue Boys war auf jeden Fall einer dieser Menschen, die sehr genau wissen wollen, was ein Gericht beinhaltet. Aber netter Typ auf alle Fälle. Aber er war erst dann zufrieden, als er wirklich jede einzelne Zutat des Grilltellers aufgezählt bekommen hat. Ein bisschen Business Talk macht, das ist immer interessant, mit anderen Musikern, die nicht irgendwo in der Garage spielen, unterhalten. Das könnte so sein. Der war 5-stellig im monatlichen Hörerbereich sein. Richtig, genau. 6-stellig. 6-stellig, Entschuldigung. Ja, gut. Ja, willst jetzt niedrig stapeln. Nein, schon 6-stellig natürlich. Das war eigentlich ganz geil, finde ich. Ich glaube, mit denen haben wir auch 4-5 Stunden dann da, ich möchte nicht übertreiben, 4 Stunden auf jeden Fall da geguckt. Oder? Na, war fast so lang. Ich hätte schon gemeint, also wir waren doch von, oder ich glaube, halb sind wir bis 10 sind sie abgeholt worden, irgend sowas. 3,5. Ja. Gut gegessen, schön Nachspeise gönnt. Vielleicht 1-2 Bier getrunken, das kann schon sein. Immer die besten. Heute hat es schon wieder schmecken, aber ja. Und trinken wir noch eine. Ja, da kannst du auch nicht aus. Das war eigentlich einer dieser Tage, wo wir gesagt haben, da wollten wir eigentlich einen Podcast aufnehmen. Ist uns dann aber zeitlich nicht ganz rausgegangen, muss man jetzt sagen. Aber war so auch besser, war grübiger. Hätte, glaube ich, ein bisschen einen Vibe kaputt gemacht dann. Ja, aber das ist eigentlich immer so. Also wenn wir einen Podcast, wenn wir unterwegs denken, wir arbeiten noch. Auftritt war geil, also die Glue Boys haben richtig rasiert, muss man sagen. Also man hat auch gemerkt, dass die Leute eher wegen die Glue Boys als wegen Los Brutalos da sind. Es waren natürlich auch zu Hause, muss man jetzt dazu sagen. Aber haben bei uns auch noch richtig mitgemacht. Konnte sich also nicht beschweren. Aber wie gesagt, bei den Glue Boys am Anfang komplett ausgeflippt. Sound und alles. Richtig eskaliert, Einzige, was nervig war, ist, dass wir zweimal dann einer geht noch gespielt haben. Ja, war wahrscheinlich fürs Video geiler gewesen, wenn wir bei einer schon mit auf die Bühne kommen waren, aber es nimmt halt immer komplett dann sauber, wenn du vorher auf die Bühne kommst und danach auf das Ding, aber whatever. Da haben wir dann auch echt relativ gediegen nur noch getrunken, gell? Ich glaube, dass wir da relativ bald im Backstage noch ein bisschen... 2 halbe und dann ein Mischeln, glaube ich. Da hat der Crazy K hat da einen kleinen Heldenmoment gehabt für mich zumindest, weil es war so, also ich äußere niemals Kritik an die Veranstaltung. Auch an der Stelle möchte ich keine Kritik äußern, weil wir hätten ja Bier jederzeit überall hergekriegt. Aber es war halt so, dass der Backstage-Bereich nicht ausreichend gefüllt war, biertechnisch. So ehrlich muss ich sein, das war der Fall.
bin in ein kleines Fettnäpfchen getreten. Stimmt. Ja, weil der Veranstalter hat mir vorher geschrieben, ob wir biertechnisch irgendwelche besonderen Wünsche haben. Und wir verhalten uns da immer relativ unkompliziert und sagen, nein, wir saufen, was da ist, damit wir uns danach drüber beschweren können. Ja, schon, ja. Und dann käme ich halt da rein und dann war für die Clubboys so ein Abteil mit irgendeinem Bier, keine Ahnung. Und oben Kaiser. Und oben drüber war ein Heineken. Und dann habe ich mir gedacht, so mein Gedanke dabei war, hat das Heineken, das muss halt weg, gell? Und deswegen hat er so vorsichtig nachgefragt. Ich nehme mir das. Gesagt, lasse ich meine Worte, Taten folgen. Ja. Und mach's halt auf und dann kommt nein, das ist für die DJs, die brauchen unbedingt der Heineken. Und dann sage ich, ja. Also, jetzt. Sag ich, okay, gesagt, das Bier muss weg, weil sonst wisst ihr nicht, warum jemand freiwillig ein Heineken Total lächerlich. holt und sauft. Absolut lächerliche Ja, Situation. aber ich habe es dann trotzdem trinken dürfen. Ja. Das war schon auf. Ja, Das war geil, ich habe das nur so im Vorbeigehen mitgekriegt und habe dann einen Kid Rap gesehen, wo er mit gewinnendem Lächeln und seiner Dosen, Flaschen in der Hand da gestanden und sich gefreut auf den ersten Schluck und dann hat er gleich schon diskutieren müssen. Das hat mir leid für die. Ja. So, es versüßt dann den ersten Schluck auch nicht unbedingt. Nein, aber hat es dann trotzdem passt. Ja, völlig. Er hat es dann selber lustig gefunden. Nachdem ich gesagt habe, dass ich gedacht habe, dass es weg muss, hat ihn amüsiert anscheinend. Ja. Fakt ist, dass der Crazy K dann später gekommen ist und es war halt ich glaube, es war nach unserem Auftritt oder vor dem Auftritt. Es ging ums Bühnenbier. Und dann war halt nichts mehr da, also der Kühlschrank war leer und dann ist der Veranstalter halt irgendwie gekommen und hat gesagt, ja, ich kannte Corona, nein, was hat er gesagt, ein Despo oder? Ja, oder Weißbier. Oder Weißbier, und ich gesagt, nein, danke, dann mag ich gar nichts. In dem Moment war ich ein bisschen pissig, weil ich mich halt auf Bier gefreut habe und auch kein Weißbier wollte. Und ja, Weißbier, muss man dazu sagen, ist auf der Bühne jetzt nicht die beste Wahl, einfach weil es echt schwerer im Magen liegt, wie jetzt ein normales helles. Das stimmt, ja, das kannst du nicht nur eine Geschmackssache. Das ist kein Nebenbeibier. Nein, das kannst du ja nicht so reinschütten. Ja. Also, ein bisschen schon, aber nicht so angenehm. Ja. Wir haben dann, wenn wir aus der Keiner dann kommen und, fuck. Müssen wir rauspiepen. Ja. Ist der Kai dann gekommen? Ja. Was ist denn das? Das ist 1, 14, 35. 14. 35. Okay. So was. Unverändert auch. Okay. Auf jeden Fall ist der Crazy Kai dann gekommen und hat gesagt, ja, was ist los? Und dann sag ich, ja, wir haben kein Bier mehr. Und dann sagt er, nein. Und also er schaut nie Fahrt. Nie richtig Fahrt. Ja. Und dann hat er so richtig fallen, ja, das kann nicht sein, also bist du jetzt fertig? Ja, schon irgendwie, es kann nicht sein, dass meine 2 Prinzen passiert. Und das war so süß, weil ich glaube, er hat es ernst gemeint. Er hat keinerlei Hohn dabei, keinerlei. Das ist einfach der Crazy. Ja, ich glaube, auf so einer Welttournee, da kannte nicht ohne keiner. Also, nein, ja nicht. 2024. Das ist uns eigentlich noch nie passiert. Also. Na, egal. Piept man es einfach. Ja. Nein, also auf so einer Welttournee, ich finde auch, wenn wir unterwegs sind, so bei so Urlauben und halt beim Saufen sind und da keiner. Geht's so nicht! Ja, es war so für privat und Business von mir. Ja, ein Crazy K. Dann in der Früh siehst du, wie er so mit seiner liebevollen Aura da, mit seinen, ich glaube, in seinem Kopf ist viel Krieg, aber trotzdem wirkt er so ausgeglichen. Ja, seine Augen sprechen der Bände allerdings. Ja, aber allein seine Größe und so aber sein ganzes Ruhepol. Ja. Das ist so, kennst du das ist das, was, glaube ich, so ein riesiger Plüsch-Teddybär bei Kindern auslöst oder auch bei mir. Ja, und weil er halt auch nicht so auftrat, der Fotzenknecht ist wie alle von uns. Ja, dieser Mensch ist so perfekt, weil entweder er sagt nichts, wenn er was sagt, ist es mal was unerwartet Lustiges oder was sehr Informatives. Ja, stimmt. Sprich, entweder über Geografie oder über Tiere oder über Tierparks. Ja. Der Tierpark Nürnberg hat, bei dem ist immer die Adlershow um 11 Uhr. Haut er letztens raus. Das hat er nicht am Handy geschaut, der weiß das auswendig. Crazy. Wann welche Viecher gefordert in jedem scheiß Tierpark. Oder, und das ist das Allerbeste an ihm,
Jetzt hätte ich fast den Namen wieder gesagt. Das ist das Allerbeste an ihm ist, er lacht halt über alles, was man sagt. Ja. Und es gibt dir einen Ego-Boost, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und den brauchen wir bei manchen Auftritten. Ja. Und ab und zu lacht er auch, wenn keiner, also wenn er merkt, dass die Leute nicht drüber lachen und er müsste auch nicht lachen, dann lacht er drüber, dass die Leute nicht drüber lachen. Ja, weil ich denke, das sind immer nur die gleichen Spackos, mit denen ich in der Glas war damals. Die haben sich halt ein bisschen verändert und das funktioniert. Und das geht nicht so ganz in seinen Kopf rein, aber auf gute Art und Weise. Ja, und was halt das Schlimmste für ihn ist, das mit Abstand Schlimmste ist, wenn ein Auftritt von uns mal nicht so gut läuft, dann ist er wirklich wie so ein richtig enttäuschter Fußballtrainer an der Seite, aber er ist nicht von seinen Spielern enttäuscht, sondern vom Publikum. Er ist enttäuscht von der anderen Mannschaft, dass die halt so gut ist. Nicht, dass wir so schlecht spielen. Weißt du, was ich meine? Das kann ihn total runterziehen. Also es macht uns dann auch wieder fertig, weil es gibt nichts Schlimmeres, als vom Crazy K bemitleidet zu werden. Seine traurigen Augen zu schauen, und wissen, hat man es nicht gerissen. War geil, sagt er. War geil. Er gehört jetzt ins Hotel. Ja. Er hat schon einiges mitmachen müssen, der gute Mann. Ja, wie gesagt, also vor dem Urlaubstrip nach New York habe ich ja jede Autofahrt voll gelabert, dass wenn er in dem Urlaub nicht sauft, dass dann Polen offen ist. Und er hat es mir schon 3-4 Mal in die Hand versprochen. Er hat gesagt, er wird sich bemühen, er wird da auch trinken. Hat er sein Ding, aber da ist einfach, weil ich glaube, jetzt mal wieder denselben Rauschpegel gehabt habe und dann ist wieder losgegangen. Crazy Kater, wenn es bei dem Ausflug nicht saust, das heißt Ja, das hat er mir auch des Öfteren noch erzählt, wie das fand. Es war wirklich, also ich glaube Minimum 4 Mal. Ja. Und zwar immer im gleichen Setting. Ja. Die letzten paar Meter, wo die dann noch extra heimgefahren Nein, war schon mit dem Harry oft gemeinsam. So, Also wir zwei haben dann schon immer voll gespalt. Ja. Aber wann wart ihr mal zu dritt im Auto? Das ist irgendwie komischerweise ein paar Mal passiert, Okay. Na gut, dann genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, vielleicht sowas wie bei Pföring oder so, wo wir mit lauter Autos gefahren sind. Aber wie gesagt, hat er durchgezogen. Ja. Macher. Richtiger Macher. Ja, St. Koloman dann vorbei gewesen. Nächsten Tag direkt weiter. Ja, haben wir einen DJ Harper eingeholt. Jawohl. Einbackelt. Typisch DJ Harper. Ja, die haben wieder schon dabei. Wissen Bescheid. Wer weiß, der weiß. Ja, der Harry war verhindert, weil einer von seinen besten Freunden geheiratet hat. Deswegen haben wir auf den Harry verzichten müssen. Bei Fabi ist ja wurscht. Genau, der hat da fleißig geholfen, war Trauzeuge und deswegen hat er irgendwie Pech gehabt, weil er bei 3 Gigs ausgefallen ist. Gescheit, ob der Strom steckt. Ja. Und deswegen ist der DJ Harper eingesprungen. Kennen einige von euch sicher auch schon irgendwo schon mal gesehen, hat im Backstage gegext. Letztes Jahr. Knapp verloren. Aber verloren. Und ja, den haben wir dann eingebackelt und dann ist ab nach Herrngiersdorf gegangen. Kurz war ich noch mit dem Crazy K im Büro und habe ihn in die Welt von ATV eingeführt. Und er hat gesagt, er kann es nicht fassen, was bei Forsthaus Rampensau passiert. Und wir haben nur 20 Minuten oder so geschaut. Er hat gesagt, das war das Schlimmste, was er je geschaut hat. Ja. Und er wird niemals im Leben weiterschauen. Ja. Das war ihm sehr wichtig zu betonen. Ja. Und jetzt hat er noch nicht einmal Drunken Dates gesehen. Wow, der war immer der Forsthaus Rampensau, hat mir ja komplett in seinem Band gesagt. Ja. Und Drunk Dates war eine Qual im Vergleich. Und das ist echt schlimm, ja, was meinst du, was ihm damit geht? Also, stimmt schon. Mei. Gut, dann. Wo war das? Herrngiersdorf, gell? Ja, Herrngiersdorf. Herrngiersdorf war von dieser Dreierrutsche, muss ich gleich vorwegnehmen, irgendwie so ein geheimer Favorite, weil ich sage es immer wieder, Festzeiten sind für uns kein Heimspiel. Es ist einfach, das Setting ist nie optimal für eine Band wie unsere, weil da so viele Altersgruppen zusammenkommen, bla bla bla, 100-mal schon gesagt, am besten Coverband und sowas wie wir dann so als halbstündigen Special Act, sind alle mega happy. Ja. Entsprechend sind wir bei Festzeit, gehen wir immer mit einer neutralen Einstellung nehmen. Wir freuen uns natürlich am Auftritt, aber du weißt halt nie, was dich erwartet. Und das gratis auf. Alter, das ist halt immer großartig, das mag ich besonders gern. Ja. Und auch die Bewirtung in Festzeiten ist immer geil. Und auch der ganze Zeitraum vor dem Auftritt, da sitzt immer recht gröbig. Bierzeit halt. Auf jeden Fall, ja. Nein, da kann man auch nichts sagen. Ja, gastgebertechnisch auch wieder top gewesen. Ja, voll also haben 2 Menschen für uns abgestellt, die nur für uns da gewesen oder für die Bands da gewesen sind. Ja, und als VIP-Betreuung haben sie sie bezeichnet. Ja. Uns gemeint mit VIPs.
Nein, wir waren voll geile Leute. Einer ist extra zweimal losgegangen, um Schwarzwälder Kirschtorten zu Ja. machen. War spitze. Ja, ist auch lustig, weil mit dem haben wir, den hört man beim Video und dann sagt er zum Schluss zu mir, ja, und da auf die und mich, ihr zwei seid jetzt zwei so Versitzgrund. Ja, schon, ja, stimmt, aber genau, weiß ich gerade. Ja, schuldig. Ja, und vor allem, worauf ich besonders, also das Geile ist, also wo ich schon mal so, wo wir sofort gemerkt haben, hier sind wir zu Hause, war als die Veranstalter und die VIP-Betreuer, sage ich mal, die heiraten übrigens, warte, und zwar nächste Woche schon mal. Also nicht kommendes, sondern das nächste Wochenende. Alles Gute euch schon mal. Ich glaube, scheiße, ich bin so beschissen mit Namen. Hatte ich denke die ganze Zeit an Stefan, aber es war Stefan, war der vom Vortag. Aber waren auf jeden Fall beides richtig geile Typen und wir sind angekommen. Und die haben alle noch so einen Rausch in der Fotzen gehabt, zumindest. Also sie waren nüchtern, aber man hat gemerkt, dass sie am Vortag richtig gesoffen haben. Und zwar alle. Alle, die da waren. Und das war geil. Einer ist auf der Couch gelegen, also einer von den etwas betagteren, sagen wir mal so. Entschuldigung. Und der hat wirklich nur seinen Rausch ausschlafen müssen, ist noch aufgestanden. Und dann habe ich ihn schon zum ersten halb überredet. Jetzt weißt du selber, muss gleich weitermachen. Oh, sagt er. Er mag einen, er trinkt da eine. Und dann habe ich ihn halt ein paar Stunden später wieder getroffen und da hat er weiter getrunken gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt macht er Pause. Und dann sage ich, komm, und dann habe ich mir ins Hand gedrückt. Und beim nächsten Mal, als wir gesehen haben, war das so rotzevoll. Das ist der, wo dann gegen den Bauzaun gefallen ist. Ja, genau. Ja, ein geiler Typ. Absolute Legende. Waren aber nur geile Typen. War kein Trottel. Das Essen war so geil. Unsere, tut mir leid, dass ich Betreuer nennen, falls ihr diesen Podcast hört. Unsere Pfleger haben dann gefragt, was wir essen wollen, und es tat ein Chicken Alfredo, oder? Chicken Alfredo geben. Ja, doch, ich glaube schon. Chicken Alfredo. Und es war einfach ein richtig schön gutes Bronzhändel, zart, in einer Sahnesauce, dass du denkst, ja, leck mich am Arsch. Bin ich direkt in der Toskana. Hab immer gedacht. Und auch reichlich. Sehr reichlich. Also Essen saugeiler. Eigener riesiger Kühlschrank, voll bis zum Gehen. Mit allem möglichen. Mit allem, Da ist mir kein Despo angeboten worden. Sag's nur. Und ein Bordesbier. Was haben wir da getrunken? Keine Ahnung. Aber es war okay. War gut. Ja, so, auf alle Fälle. Und dann hast du eine Bavaria noch dazu gestoßen, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir da ein klein bisschen noch getrunken. Meet and Greet haben wir gehabt. Meet and Greet mit 4 absolut geile Säuferinnen. Haben was mitgebracht sogar. Stimmt, die haben nämlich total geile, die sind irgendwie Sim-Schwestern. Eine davon gehört aber nicht offiziell dazu. Die andere ist ein Schweiz-Song, habe ich mir alles gemerkt. Hier, alles hier drin. Und die haben uns ein Erdbeerleimes mitgenommen. 2 nette Flaschen, gemacht aus ihren eigenen Erdbeeren vom Hof. Sehr gut, der war gut. Ein bisschen brennt auf der Zunge, aber wegen Wodka, glaube ich. Ja, der war reichlich. Nein, da mit denen ein bisschen gekippt waren unterhaltsame Ladies, ein bisschen laut, aber das haben sie selber gewusst. Ja, die waren sehr laut. War auch geil, weil sie, das Beste, was ich am Zwischen immer gesagt, jetzt erzählen wir die ganze Zeit nur von uns, eigentlich müssten wir euch Fragen stellen. Und so, nein, alles cool, ich finde es eigentlich interessanter als sonst. Ja, weil wir verzeihen immer dasselbe. Schon, wir werden auch auf das Gleiche gefragt. Und das haben sie aber 6-mal gesagt, aber uns trotzdem keine Fragen gestellt, und das ist geil. Nein, glaube nicht, da. Aber das ist ja wurscht. Also habe ich keine. Ich kann unseren Podcast hören. Ja, fahren sie schon. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ich habe meine Traumfrau kennengelernt da an diesem Abend. Weil die hat erst einen Tag davor, es war auf der Vogelwiese oben sozusagen, und hat eine Masse von 12 Sekunden gekriegt. Oder 13, irgend sowas, sehr schnell. Das hat sie am Anfang erzählt und ich gedacht, ja, klar. Und dann hat sie das Video jetzt. Ja, schon. Wer ist neben ihr ist ein Wirtburg gestanden. Der hat ein Radler gesoffen tatsächlich. Der hat noch nicht einmal den ersten Ringweg gehabt, da war sie schon la. Das war sehr geil, und dann hat sich aber herausgestellt, weil das ist die Frage gestellt worden, was unser Lieblings-Marvel-Charakter ist. Oh ja. Und sie hat halt den mit Abstand schlimmsten Charakter genommen, und zwar Captain America. Und das hat eine kleine Diskussion geführt, weil Captain America das Schlimmste ist, was Marvel jemals geschaffen hat. Und es gibt viel schlimme Marvel-Helden. Das hat dann die Stimmung kurzfristig ein bisschen gedrückt. Aber hat sich dann schon wieder gelegt, der ganze Disput. Sie, die Schweizerin, sage ich mal, war am Schluss vom Auftritt noch da. Auch schon merklich angetrunken. Aber genauso muss es sein, war sehr stolz auf sie. Schön, dass sie es noch überstanden hat. Ja.
Weil normalerweise ist es so, dass beim Meet and Greet die Leute, die zum Meet and Greet kommen, sich da schon ordentlich einen ordentlichen Vorsprung einsaufen. Haben sie auch gemacht. Ja, Also schon, es sind ja alle mit der Masse in der Hand gekommen und haben nur ein Bier bei uns getrunken. Ja. Und normalerweise überleben sie das oft dann nicht mehr. Meistens sieht man immer nur noch einen von der Typengruppen, war auch noch einer da, aus Frombach, im Frombach. Ja, die Alpha-Tiere. Ja. Und sie war auch wieder da. Ja. Die anderen waren, glaube ich, nicht mehr da, oder? Na gut, oder vielleicht haben wir es einfach nicht mehr gesehen. Vielleicht waren die schon an der Bar. Stimmt, ja. Komplett ja. auf uns geschissen. Ja, ich verstehe. Ja, dann super Auftritt gehabt, kann man eigentlich sagen. Und zwar, also war echt schön zum Singen. Der DJ hat gespielt, für ihn nicht so schön, aber da waren eigentlich alle noch draußen. Und Anja hat zum Spielen noch gefangen und dann sind alle von draußen reingekommen, haben sich vor die Bühne gestellt und Gott sei Dank sind sie dann nachher nicht wieder gegangen. Es war allgemein so eine grundpositive Stimmung. Als wir angekommen sind, haben wir erst einmal mit den 2 Vorständen geredet. Das war einmal Schützen und einmal Feuerwehr. Ja. Und die waren beide einfach auch dafür, dass jetzt, sage ich mal, Mitte 50 waren oder aufwärts, einfach total offen. Ja. Die Musik, die wir waren voll nett. Der eine hat mir zwar sehr viel ins Gesicht gespuckt, aus Versehen. Also ich habe noch nie, also das ist mir, es war aber keiner von den Vorständen, sondern einer von den anderen. Ja. Mit dem habe ich mich 10 Minuten unterhalten und ich schwöre dir, das ist jetzt nicht übertrieben. Jedes Wort war ein Treffer. Okay, krass. Jedes Wort. Ich hat ausgeschaut danach. Ja, aber ohne, dass er Salzstängel gefressen hat, oder nicht oder so. Okay. Nein, er hat einfach so. Krass. Ja, ich sehe oft ins Auge, er war ein bisschen größer. Weil Ja, klar. also sein Mund war da und das bedeutet, das ist alles halt die. Wirklich schlimm. Brauchst du im Comic so ein Brühen mit Scheinwischer. Ja, ich habe mich gefühlt wie so ein Auto, das mit 200 über die Autobahn fährt und die ganzen Insektendinger da sind. Das war nicht schön. Also mir hat es tatsächlich zwischendrin ein kleines bisschen gehoben. Ja. Aber war auch ein netter Typ. Ja. Kann ja nichts dafür, dass er Das ist viel aktive Mundflora. Ja, sehr gut. Und jetzt muss ich auch nochmal eine Lanze für Anja Balal brechen, weil, wie der Kid Rap schon gesagt hat, es waren alle draußen am Anfang. Es war ultra geiles Wetter, es war 9. Also Dämmerung, bei dem Wetter draußen ist einfach, draußen war richtig schön hergerichtet. Also es gibt eigentlich keinen Grund nicht zum Gehen, gar keinen. Einer spielt, bam, seit alle, die da waren da. Ja. Und das ist dann immer das, wo du natürlich als Band, die danach spielst, erst einmal auf H8 bist, weil du sagst, okay, geil, danke fürs Reinbringen, wenn's Zeit, aber fuck, vielleicht sind die nur für die da. Weißt du nicht, du weißt das nie. Ja. Und das war das Geile an dieser Crowd, die waren für beide da. Ja. Die haben sich beide so gehört, haben ultra geil mitgemacht. Ja. Einfach richtig geil. Ja, kannst nichts sagen, schöner Auftritt. Geile Bühne, ist ein bisschen laufstigmäßig nach vorn gegangen. Ja. Leute drumherum gestanden, waren alle dabei, richtigen Pegel. Kein Depp, also jetzt keiner aufgefallen. Echt lang Fotos gemacht danach, ich glaube fast eine Stunde oder so, oder eine halbe Stunde. Ja. T-Shirts sind keine gekauft worden. Doch ein paar schon, im Verhältnis. Ja, hat das alles passt. Auch wieder ein paar bekannte Gesichter gesehen, die schon in Ingolstadt oder beim Biergeist mal da waren. Ich finde es lustig, dieses Biergeist-Konzert. Immer wieder, gell? Ja, da waren nicht gefühlt, wie viele Leute waren in dem Biergeist da, vielleicht 50 oder so. Also waren echt nicht viel, aber das sind echt die Hardliner geworden. Das ist voll geil. Sowas lohnt sich. Ja. Und dann kommt einer und ich. Aber auch als geile Typen eigentlich. Also voll entspannte Dudes. Ja. Also, ich mag immer. Pass auf, es gibt manche Fans in Anführungsstrichen, die sind gleich von vornherein frech, weil sie die provozieren wollen. Ja. Also sie wollen da halt sagen, hey, sie sind nicht so klassische Fans, sondern sie sind auch lustige Leute. Ja. So, ich mache ein Foto mit dir für meinen Bruder mäßig. In der Richtung. Ja, oder die halt herkommen, weil ich sage auch oft zu Leuten, hey, darf ich ein Foto mit dir machen? Ja. Ich will halt nahbar werden. Ja, klar. Weißt du, das ist. Nein, aber die kommen dann schon eben, geh, du möchtest ein Foto mit mir. Sagen sie dann, ja, lustig. Ja. Also mir ist ja das wurscht. Ja. Aber die Leute, die im Biergeist waren, die sind insofern geil, weil die machen das jetzt schon auch in die Richtung, aber wir kennen uns ja schon. Ja. Das bedeutet, die haben langsam angefangen und dann halt, jetzt befinden wir uns ja schon auf einer anderen Basis. Ja, voll. Und da hauen sie es raus und dann kommt halt einmal der ein oder andere freche Spruch, über den ich schmunzeln muss. Ja. Wie gesagt, der Weigert, habe ich es in dem letzten schon erzählt, dass er dann käme und sagt, hey, Alter, was das mit deinen Texten gemerkt? Ja. Klar, das wäre aber es war ein Lob. Ja. An dem Tag hat es ja hingehört. Ja. Ja, und dann wollten ja die einen das Pudel, das wir vom Biergeist gemacht haben, 1:1 nachstellen. Keinerlei Erinnerung natürlich an dieses Foto mehr gehabt. Ja, und dann haben wir mit den Veranstaltern noch bis eigentlich Schluss war gesoffen. Also sehr lange, ich glaube schon bis 2, 3, oder? Ja, ich glaube, es war, glaube ich, wir hätten schon ein bisschen hocker bleiben können, wir haben dann schon so
da noch ein bisschen Höflichkeit haben wir dann gesagt. Ich glaube, die hätten nicht gesagt, wir müssen gehen. Nein, auf keinen Fall. Nein. Ja. Aber man hat schon gemerkt, dass schon langsam eigentlich schon so Aufbruchstimmung war. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir uns das 8 halbe rein. Jeder für jeden noch 2 Bier mitgenommen. Ja. Und dann haben wir vor dem Hotel noch angefangen zum Saufen. Das war sehr überraschend. Wir haben, ja. Und dann sind nebenan waren auf einmal Leute, die auch auf dem Auftritt waren, die haben ein bisschen gebraucht, weil sie halt auch schon leicht angetrunken waren. Ja. Ich weiß nicht mehr, warum ich mir den Weg gestellt habe. Wie spät ist es eigentlich? 1:30. Ja, aber dann muss ich jetzt dann. Ja. Ja, waren da Leute, mit denen haben wir dann auch noch ein bisschen gesoffen und das ist jetzt mein persönliches Highlight. Ja, den müssen wir mitnehmen, gell? Den müssen wir mitnehmen. Ja. Ist der nicht? Ach, der ist bei Nein, mir du hast noch. mitgenommen, weil du Oh, das Steffi sagen willst. Okay, Ja. stimmt. Dann nehmen wir wieder mit. Ja. Auf jeden Fall haben wir mit denen ein bisschen geratscht und dann habe ich irgendwas außerordentlich Lustiges natürlich gesagt, glaube ich. Und vielleicht habe ich ja gar nichts gesagt, kann ich sagen. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass er sagt, ja, er geht jetzt schnell in den Kofferraum, hat er was für mich. Ja. Und dann kommt er einfach mit so einem kleinen Iltis oder Hermelin oder wie auch immer. Wir werden nie rausfinden, was es genau ist. Sie haben es als Babymarder bezeichnet. Ja. Wir haben einen Ricardo jetzt getauft. Ja. Kurz Ricky. Ricky. Ja. Und die haben die haben einen Ricky halt auch bei sich schon immer dabei gehabt und haben uns einige Bilder gesagt, die mich sehr amüsiert haben. Ja. Haben uns auch was mit auf den Weg gegeben. Also Ricky ist ja noch ein Baby. Ja. Also ein Babymarder. Und er hat früher geracht. Ja. Haben wir auch Bilder gesehen. Ja. Aber er ist komplett weg davon. Sie haben es ihm verboten und wir sollen auch darauf schauen, dass er weiterhin nicht wieder Rückfällig wird. Ja. Hobbys von Ricky sind, er kocht recht gern, haben wir gesehen. Ist aber auch Genießer. Ja. Spielt gern Flankeball, wenn wir gesehen haben. Das hat er mit uns dann noch gespielt. Fahrt gerne Auto. Autofahrer gern, richtig. Also es ist wirklich ein netter, junger Babymann. Ja. Und der darf jetzt mit uns die Bühnen dieser Welt bereisen. Also danke nochmal an die Max und an die Lea und an deinen rothaarigen Bruder Lea. Ja, dabei war dessen Name ich leider nicht weiß. Wir werden einen Ehren halten. Lea, an die, du sollst deine Flankeball-Skills stark überarbeiten, sehr, sehr stark, weil du noch gesagt, sie trinkt so schnell und hast da mitgekriegt, 14 Schluck. Ja. Und ich habe wirklich einen Ding nach dem anderen, habe ich wie so eine Stalinorgel, habe ich das versenkt. Und auf der anderen Seite natürlich einen DJ Harper gehabt und da wisst ihr ja, der Typ, der sauft ja die Flaschen eigentlich zu 99,9% auf 2 Schluck aus und ich brauche ja immer meine 3. Ja. Stimmt, das kann man noch erwähnen. DJ Harper, Herrn Giersdorf, super Job gemacht. Richtig stark. Hat sich da, das, was sich der Harry auch über Jahre angeeignet hat, an feinen Humor und Sensibilität fürs Publikum, hat er versucht, so im Schnelldurchlauf sie auf die Kassetten zum Spulen und hat da einen souveränen Job gemacht. Ja. Ist natürlich schon lange DJ, Ewigkeiten aufgelegt überall und hat im Gefühl, wann er runterziehen muss. Ja. Aber auch seine Rolle hat er mit eigener Note schon gut rübergebracht, würde ich sagen. Ja, war für mich so ein kleines Highlight. Ja, war schon lustig zu Man muss sehen. ja sagen, er steht da wirklich einfach gerne auf der Bühne. Er ist halt genauso gerne im Mittelpunkt wie wir. Ja. Und für das, dass er da auch locker schon 15,5 Intos gehabt hat auf der Bühne, hat das so reibungslos funktioniert, bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber die waren aber passiert dann nicht, oder erst recht. Ja, wahrscheinlich, ja. Also weil das war dann eine ungewohnte Situation für ihn. Ja, schon. Ja, Klar, ja. Dann auf der Bühne. Ja. Also hier nochmal großes Lob und an die, Harry. Ich weiß, du schaust da auch alle Podcasts an. Er konnte trotzdem niemals ersetzen. Außer er macht es billiger. Dann bist du raus. Ja. Adios. Schön, Sie kennengelernt zu haben, Herr Harry. Es war auf jeden Fall mit Abstand der rauschigste Rausch, der jetzt mal sagen, da haben wir schon richtig gut gesoffen. Also bis 4 in der Früh oder was weiß ich. Ja, am nächsten Tag, der Crazy K war ja Gott sei Dank als Fahrer dabei. Ja. Hat er uns sicher nach Nürnberg buxiert. Da waren wir noch in einer richtig geilen Wirtschaft. Da haben wir letztens schon den Geheimtipp. Wahrscheinlich haben wir im letzten Podcast das alles schon so erzählt. Wahrscheinlich, ja. Aber hey, ich ich lebe nicht. Was immer. Ja. Ja, Nürnberg war auch geil, ganz andere Atmosphäre. War ein Biergarten vom Hirsch, waren so 160 Leute, glaube ich, da. Und das ist halt geil, weil es halt in so einer Atmosphäre, ein bisschen so die Frühschoppen-Atmosphäre, die Leute am Anfang alle noch gehockt, genauso wie ich auch hocke dort. Ja. Dann immer mehr auftaut, richtig geil mitgemacht. Ja. Ja.
Das war das allererste Mal in der Geschichte, das zweite Mal vielleicht, dass nach dem Auftritt eine Schlange gebildet haben, Fotos zu machen. Ja. Also nicht alle, wir waren nicht inmitten einer Traube, sondern es war wirklich richtig ordentlich. Eine richtige Schlange. Ja. Hier in Giersdorf was anderes, da war da einfach war- eine Riesenmasse. Am schlimmsten ist im Backstage immer. Das ist wirklich, Ja. da fühlst du wie so ein gejagtes Ja. Viech. Ja. Das macht mir irgendwie geil. Ja, schon. Jetzt alle, die berühren wollen. Ja. Und dann blöd schauen, wenn ich sie berühre. Ja, und zwar an Stellen. Richtig wo man's- grob, Ja, ja. so richtig. Man sagt, das taugt dir das, ne? Es ist nicht nur Bühne nicht. Das ist so. Ja, ja, nein, war auch chillig. War lustig, von wo die Leute überall gekommen sind. Ein paar Jungs aus der Nähe von Frankfurt sind gekommen, aus Hessen. Auch witzige Typen, auf jeden Fall Burschenverein. Stimmt, die waren auch da, haben richtig schön an Sitzen gehabt, Ja. dann, aber aufs Ja, Positivste. aber krass, also, dass man sich das dann gibt aus Ja, Frankfurt. Absolut. Ja. Check ich ja gar nicht. Ja, Überhaupt aber- nicht. Der arme Tropf, es war einer dabei, der Fahrer war, der hat mir so leid da. Weil, also das zum Geben und dann Ja. mit die zwei besoffenen Freund und uns Arschlöcher und das war schon nicht schön. ja, insgesamt auch ein paar Leute aus Minga waren da sogar, was auch lustig ist. Ja, waren auch wieder viel bekannte Gesichter. Also Kaum. das ist einfach. Ja, von überall sind sie gekommen. Jetzt das, was wir am Anfang immer so als Gaudi gesagt haben, mit Los Brutalos Gang und Family, Ja. wird langsam Ja, Wahrheit. Das ist schon geil, wenn du immer die gleichen Leute siehst. ja, Also von dem her ist in Nürnberg mega geil. Schauen wir, dass wir bald wieder hinkommen. ja, ist schön Arbeit. Ja. Und ja, dann weißt du es. Hast du noch was Wichtiges zu erzählen? Nächste Woche kommt das Oberland-Eier-Massaker raus. 4. Juli, glaube ich, Freitag. Das ist alles, was ich zum Sagen habe. Dann will der Harry vielleicht noch was sagen. Danke.